er sich noch selber abseilen und hat sich Weg gemacht. Der andere Typ, das ist ein grosser 2 Meter Peter. Schnell dort hin und ihn holen. Ich kann doch mal in die Stube rein. Sag mal dort, jetzt ist der von der BFA da. Mensch, die Baustelle, Nathalie, unglaublich. Hey, aber mega cool, hast du gleich eingeschaltet und bist da. Zu diesem ganz speziellen Sonntag, das ist nämlich deine letzte Lektion, die wir in diesem Studio machen. Weil unser neues Studio ist im Umbau, oder wird gerade gebaut momentan. Und nächsten Sonntag können wir dann live von dort machen, aber heute sind wir da noch in dieser Baustelle. Aber das soll uns nicht daran abhalten, um eine richtig gute Zeit miteinander zu verbringen. Genau. Und darum, cool bist du da. Hey, ja, Nathalie, schon eine Woche ist es her, seit wir die letzte Botschaft hatten. Erinnerst du dich noch an etwas, was in der Geschichte vorgekommen ist? Es ist um den Paulus gegangen. Überlegt auch mal Kinder daheim. Ja. Also, ich gebe dir einen Tipp, oder euch auch daheim, wenn ihr euch vielleicht nicht so genau daran erinnert. Ich erzähle euch eine Frage, die im Quiz vorgekommen ist. Mal schauen, ob ihr die Antwort noch kennt. Und zwar, warum haben die Leute in Jerusalem den Paulus nicht aufnehmen? Du schaffst es. Weil sie Angst haben, weil er ja vorher der Böse war. Richtig. Genau. Ja. Viele von euch haben die Frage sogar richtig beantwortet. Jemand hat auch einen Preis bekommen. Und das Mal gibt es auch wieder einen Preis für die Person, die alle Fragen richtig hat und gelöst wird. Darum, bevor wir zu der Geschichte gehen, wollen wir euch einen kleinen Tipp geben, auf was ihr besonders achten müsst, damit ihr die Fragen einfacher ausfüllen könnt. Genau. Und zwar? Genau. Es sind so 3 Sachen. Das eine ist, was bedeutet Evangelium? Das wird in der Geschichte erwähnt. Hört doch mal, ob ihr herausfindet und hört, was es bedeutet. Ein anderer Punkt ist, was ist verwechselt worden oder wer ist verwechselt worden. Auch das wird Josua in seiner Geschichte erwähnen. Und das Dritte ist, was haben sie erzählt, wo sie wieder daheim sind. Genau, also achtet euch ganz speziell auf diese 3 Sachen, aber auch auf den Rest der Geschichte. Und bevor es jetzt mit der Geschichte losgeht, wollen wir noch das Lied zusammen singen. Und in dem Lied geht es auch darum, was der Paulus allen Leuten erzählt hat. Nämlich, Jesus hat die Herrlichkeit verloren. Darum steht doch auf daheim, singen wir miteinander das Lied. Jesus hat Herrlichkeit verloren. Als Riesens Baby ist er auf der Throne. Er hat für uns sein Leben lang. So hat Gott uns an seine Kinder genommen. Und wir werden Jesus
Ja, ich habe ein kleines Rätsel für dich. Und zwar tue ich ein paar Sachen über mich behaupten. Und was nicht klar ist, stimmen die Sachen oder stimmen die nicht? Und das kannst jetzt du dann für dich herausfinden. Also, ich fange gerade an. Das erste ist, auf der Autobahn, da mit dem Auto fahre ich immer viel zu langsam. Stimmt es das oder stimmt das echt nicht? Was denkst du? Ja, weiss es nicht, was du findest, ob das wahr ist oder nicht wahr. Ich sage das jetzt. Natürlich ist es nicht wahr. Aber denk jetzt aber auch nicht, ich fahre viel zu schnell. Nein, ich fahre einfach irgendwie so richtig, so viel wie man darf natürlich. Das zweite Wahrheit über mich, oder eben nicht Wahrheit, das zweite, was ich behaupte, ist, ich kann Trompete spielen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was denkst du bei dem? Genau, das stimmt jetzt. Das ist richtig. Und nochmal etwas, was ich habe, und zwar als Kind war mein Lieblingsspielzeug Playmobil gewesen. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Was denkst du? Ja. Hast du herausgefunden? Nein, du kannst es nicht herausfinden. Du hast mich nie gesehen als Kind. Also ich kann dir sagen, es ist nicht wahr. Mein Lieblingsspielzeug waren nämlich Lego gewesen. Vielleicht sogar heute noch. Ja, und so gibt es viele Sachen, wo man nicht weiss, stimmt jetzt das? Oder stimmt es eben nicht? Ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Und bei vielen Sachen, da können wir es nicht herausfinden. Und die Bibel, Gottes Wort, hier redet auch von der Wahrheit. Und zwar steht dort drin, dass Jesus selber die Wahrheit ist. Er sagt das von sich auch. Ich bin die Wahrheit. So sagt Jesus. Und der Paulus, wo wir dran sind, der hat das selber erfahren, der hat das selber erlebt, dass das eben wirklich die Wahrheit ist, weil Jesus ist ihm begegnet. Und der Paulus hat gesehen, Jesus gibt's wirklich, Jesus lebt, er ist die Wahrheit. Und es ist ja dann so weit gekommen, dass Paulus auch angefangen hat an ihn glauben und nicht nur an ihn geglaubt hat, sondern er hat angefangen auch von ihm zu erzählen. Letztes Mal haben wir gehört, dass er in den Städten in Damaskus und in Jerusalem von Jesus erzählt hat. Aber das Problem war, dass das vielen Leuten eben nicht gepasst hat, was da der Paulus erzählt. Und daraufhin hat der Paulus dann flüchten. Er ist in die Stadt Tarsus gegangen. Und dort hat er gelebt. Aber schon bald hat er auch dort Besuch bekommen. Gott hat nämlich für ihn einen Auftrag gehabt. Und er hat den Barnabas in die Stadt Tarsus geschickt, zum Paulus, dass er ihn von dort wegholt, eben für den neuen Auftrag. Ja, und so sind sie dann gemeinsam von Tarsus weg, wahrscheinlich mit dem Schiff, weggegangen auf Antiochia, eine andere Stadt. Und von dort aus hat dann eine Reise angefangen für den Paulus, eben der Auftrag, hat eine Reise angefangen, dass er von dort aus weitergeht in andere Städte und den Menschen von Jesus, eben von dieser Wahrheit, kann erzählen, dass Jesus lebt. Und wenn wir jetzt da ein bisschen uns drüllen und da vorne schauen, dann siehst du auch ganz viele Häuser oder eine Stadt oder mehrere Städte, könnte man fast sagen, sehen wir da. Und dort sind die Städte nicht gerade so alle zusammen gewesen, sind ein bisschen weiter auseinander gewesen, aber gleich sind es einige Städte gewesen, wo der Paulus hätte hergehen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und so hat er sich aufgemacht. Ja, er hätte dort das Evangelium erzählen. So sagt die Bibel dem. Und das Evangelium, das ist nichts anderes als einfach die gute Nachricht von Jesus. Ja, die gute Nachricht ist, dass Jesus nämlich möchte mit uns Menschen zusammenleben. Mit dir und mit mir. Darum hat er uns gemacht gehabt. Und er hat alles dafür gegeben. Er ist vom Himmel auf die Welt gekommen. Gerade so, wie wir es vor dem Lied gesungen haben. Er hat den Himmel verlassen und ist auf die Welt gekommen, dass er Frieden schaffen kann. Frieden geben zwischen uns Menschen und Gott. Ja, aber für das hat Jesus auf der Erde müssen sterben. Am Kreuz ist er gestorben und er hat dort alle Schuld oder die Strafe für die Schuld, die Strafe für die Sünde von uns Menschen hat er auf sich genommen. Aber dadurch ist es eben möglich,
dass wir mit ihm zusammenleben können. Und das Wunderbare ist, Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht tot geblieben, nein, sondern Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Und darum können wir jetzt sagen, Jesus lebt. Und eben der Paulus hat es gesehen, Jesus lebt. Und das ist wirklich wahr. Ja, und so ist es möglich, dass wir mit ihm zusammen sein und eben mit ihm wieder Frieden haben können. Aber, wenn ich es gesagt habe, viele Menschen haben das nicht hören, sie haben es nicht geglaubt, dass Jesus lebt und dass er der versprochene Retter ist. Und genau so war es auch in der ersten Stadt, wo der Paulus und der Barnabas besucht haben. Auch dort hat es viele Leute gegeben, denen hat das überhaupt nicht gepasst. Und es ist dann so weit gekommen, dass sie sogar von diesen Städten auch wieder haben müssen flüchten und weitergehen. Und schliesslich sind sie in die Stadt gekommen, die hat Lystra geheissen. Lystra. Und dort, in Lystra, wo sie waren, haben sie auch wieder Halt gemacht und sofort wieder angefangen, das Evangelium, eben die gute, die wunderbare Botschaft zu erzählen, sodass die Menschen auch den Jesus kennenlernen können. Und dann haben sie dort aber am Strassenrand einen Mann gesehen. Und der Mann, der hat von Geburt an nicht laufen können. Also er war gelähmt. Und der Mann hat aber ganz gut zugehört, was der Paulus erzählt hat. Er war ganz gespannt dort. Und der Paulus hat es irgendwie gemerkt, dass der so zuhört. Und er hat irgendwie gemerkt, der Mann, der glaubt an die Kraft von Jesus, der glaubt daran, was der Paulus erzählt. Und so hat Paulus ihn angeschaut und dann sagt er mit einer ganz lauten Stimme, sagt er zu ihm, steh auf und gang umeinander. Ich kann das da gerade lesen. Das haben wir da in der Bibel, wo es steht, wo haben wir es? Genau da. Steh aufrecht auf deine Füße. Und zum Schluss, was der Mann gemacht hat. Der ist, wie es da heisst, aufgesprungen und umeinander gelaufen. Also etwas, das gibt's gar nicht. Das ist ein riesen Wunder, was da passiert ist. Der hat plötzlich einfach laufen, obwohl er seit Geburt krank war. Und die Leute, die das gesehen haben, die sind ganz durcheinander gewesen. Die haben plötzlich zueinander gesagt, Götter sind zu uns gekommen. Ja, die haben an Götter geglaubt gehabt. Also, wo sie selber herausgefunden haben, selber gemacht haben. Sie haben an Götter geglaubt. Sie haben gesagt, der eine, das ist der Gott Hermes und der andere, das ist der Gott Zeus. Götter sind zu uns gekommen. Wir hätten niemals gedacht, dass wir das erleben. Komm, wir müssen diese Götter wir müssen sie ehren, wir müssen sie anbeten. Und niemand hat auch nur ein Wort vom lebendigen Gott gesagt, von Jesus. Also das ist unglaublich. Jetzt hat der Paulus und der Barnabas von Jesus erzählen und jetzt haben die Leute das Gefühl, sie sagen irgendwelche Götter und wollen sie anbeten. Das ist ja unfassbar so etwas. Und ich glaube, das müssen wir gerade ein bisschen ersetzen lassen. Da brauchen wir ein Päuschen. Schau, da hat es zum Glück gerade ein Bänkchen. Und wir müssen mal absitzen und vielleicht gerade etwas trinken. Vielleicht kannst du das selber auch gerade machen. Kannst vielleicht den Pausenknopf drücken, holst dir etwas trinken. Ich mache jetzt das auch. Ich habe da für mich ein bisschen Gocki dabei. Dass wir jetzt gerade ein bisschen durchschnaufen, dass es so etwas, dass das gibt. Genau. Ja, jetzt müssen wir gerade schnell ein bisschen stoppen. Also ich hoffe, hast du auch das Trinken geholt. Und dann können wir schnell ein bisschen über das nachdenken. Sie wollen von Jesus erzählen und jetzt haben die Leute das Gefühl, sie sind selber Gott. Dabei, der Paulus und der Barnabas ist doch nicht selber Gott. Niemals. Die Leute haben da etwas komplett verwechselt. Der Paulus, sie haben es nur mit Gottes Kraft und Hilfe machen. Anders wäre es überhaupt nicht gegangen. Und sie wollen ja nur Gott gross machen. Nur Gott, er ist der lebendige, der allmächtige Gott. Niemand sonst. Und auch die Götter, die sie geglaubt haben, die können das nicht machen. Das sind tote Götter. Es ist nur der lebendige Gott. Und von ihnen hat der Paulus und der Barnabas erzählen. Und ich denke, zuerst haben sie gar nicht recht realisiert, was da passiert überhaupt, was die Leute machen.
Erst ein bisschen später darauf haben sie gemerkt, was da vor sich geht. Es ist nämlich so weit gekommen, dass sogar von dem Tempel von ihren Göttern, da sind die Leute gekommen, die Priester gekommen, und die haben da Tiere mitgebracht, die haben so Blumenkränze mitgebracht, und sie haben, mit denen haben sie am Barnabas und Paulus Opfer bringen, anstatt nur Gott opfern oder nur Gott anbeten. Und wo der Paulus und der Barnabas das gemerkt haben, was die machen, da sind sie richtig verschrocken. Und sie haben gesagt, halt, was macht ihr? Nein, wir sind nicht Gott. Sie sind zu den Leuten gerannt. Und sie haben sie versucht, stoppen, stopp, halt. Das, was ihr macht, ist verkehrt. Ihr verwechselt etwas völlig. Betet nur den einzigen Gott an. Der das Wunder gemacht hat. Betet nicht uns an. Betet auch nicht eure toten Götter an. Nur der einzige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Von dem wollen wir erzählen. Und den sollen wir anbeten. Aber sie haben die Leute fast nicht stoppen. Ja, sie haben ihnen dann einmal versucht zu erklären, wer das der Gott wirklich ist. Eben, wenn ich es vorher schon gesagt habe, Gott im Himmel, er hat uns Menschen gemacht und er liebt uns Menschen. Er liebt uns so fest, dass er eben möchte mit uns zusammenleben. Und für das hat er Jesus geschickt auf die Erde. Jesus lebt aber wieder. Er ist auferstanden, er ist nicht tot geblieben. Im Gegensatz zu ihren Göttern, die eben tote Götter sind, die nicht leben. Und Jesus selber sagt für sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das steht so in der Bibel. Und wir können das jetzt so machen. Da wo du sitzt, kannst du schnell aufstehen, kannst auch wieder Pause drücken, kannst aufstehen und dann gehst du am besten eine Bibel holen und dann können wir das nämlich gerade zusammen miteinander lesen. Also, holst du deine Bibel, ich muss jetzt nicht warten, weil du kannst ja schnell Pause drücken. Gut, jetzt hast du deine Bibel, vielleicht, hoffentlich, und dann kannst du aufschlagen. Johannes, das Buch Johannes. Und dort Johannes Kapitel 14, Vers 6. Also jetzt suchen wir das da. Johannes 14, Vers 6. Genau da. Und dort heißt es genau das. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und mit Vater ist ja da Gott gemeint. Also niemand kommt zu Gott als nur durch Jesus. Ja, also jetzt heisst es, dem Jesus an ihn zu glauben, dass er die Wahrheit ist und ihm auch nachzufolgen. Das machen, was er sagt. Er ist der Weg zu Gott. Und wer das tut, der kann für immer und ewig mit Gott zusammenleben. Eben immer die Gemeinschaft haben. Und das ist doch die schönste, die wunderbarste Botschaft, die es überhaupt nur gibt. Ja, aber eben, wenn wir da noch runterschauen, da die Stadt, die Leute, die da wohnen, ich denke, heute ist das ganz ähnlich wie früher. Da gibt es sehr viele Leute, oder eben früher hat es bei der Stätte von Paulus sehr viele Leute gegeben, denen hat das gar nicht gepasst. Und gerade besonders dort, wir sind ja, oder der Paulus ist ja viel in Israel gewesen, bei den Juden. Und gerade viele Juden hat das auch nicht gepasst. Und in diesen umliegenden Städten, wo der Paulus und der Barnabas schon gewesen sind, hat es die Juden gehabt. Und die sind von dort gekommen, auf Lystra, wo wir jetzt sind, und haben diesen Einwohnern dort versucht zu sagen, das ist alles dummes Zeug, was die erzählen. Und sie haben die Leute so richtig ein bisschen aufgewiegelt, sagt man, dass sie gegen den Paulus und den Barnabas sind. Und tatsächlich ist genau das passiert. Also sie haben Lügen über sie verbreitet, Sachen gesagt, die nicht stimmen, und die Leute, die Einwohner, haben denen geglaubt. Und sind plötzlich gegen den Paulus und gegen den Barnabas geworden. Das, was sie vorher gehört haben, die gute Nachricht, hat ihnen plötzlich nichts mehr bedeutet. Dabei ist das genau die Botschaft, das, was die Menschen retten kann, was die Menschen eben zu Gott bringen kann. Ja, und dem Paulus und dem Barnabas ist es genau um das gegangen, dass sie können, nicht an sie selber glauben, sondern eben an Jesus, an Gott können glauben und ihm können nachfolgen. Und vielleicht merkst du auch, dass hin und her, wer sagt die Wahrheit, wem kann ich glauben? Und ich möchte dir Mut machen, glaub das, was in der Bibel steht. Das, was Jesus selber über sich sagt, dass er die Wahrheit ist, und folge ihm nach.
Und wenn du merkst, dass das wirklich die Wahrheit ist, dann darfst du gerade heute dich für ihn entscheiden und darfst ihm nachfolgen. Du darfst mit ihm reden. Wir können ja mit ihm reden wie mit einem guten Freund und können ihm alles sagen. Bitte ihn um Vergebung von deinen Sünden und glaube an ihn. Sag ihm, dass du jetzt möchtest mit ihm leben und ganz bei ihm möchtest sein. Und er hört dich. Weil eben, er lebt ja. Und er liebt dich auch. Ja, bist du bereit, ihm nachzufolgen? Der Wahrheit, wo in der Bibel steht, zu glauben. Die Leute dort in Lystra, die haben das nicht mehr gemacht. Die haben auf die anderen gehört. Und es ist so schlimm geworden, dass sie versucht haben, den Paulus zu töten. Vorher haben sie ihn fast anbeten und jetzt geht das Gegenteil. Sie wollen ihn töten. Und sie haben das tatsächlich gemacht. Sie haben Stein genommen und haben es auf ihn geworfen, solange bis der Paulus umgekehrt ist. Und die Leute haben gemeint, jetzt ist er tot. Sie haben ihn gepackt, sie haben ihn aus der Stadt rausgeschleift und irgendwo dort angeworfen. Und doch hat es ein paar gehabt, die zu ihm gehalten haben oder wo das Evangelium, eben die wunderbare Botschaft, oder wie es eben auch heisst, die Siegesbotschaft, ist ja eine Botschaft vom Sieg. Jesus ist stärker als der Tod. Haben das angenommen. Und die sind dann zu ihm rausgegangen, sind so um ihn herumgestanden. Wahrscheinlich sind sie recht traurig, erschrocken gewesen. Aber plötzlich, wo sie da so rundherum sind, der Paulus liegt am Boden, dann plötzlich macht er die Augen auf und schaut um und steht auf. Der Paulus ist also doch nicht gestorben. Gott hat über ihn gewacht. Gott hat geschaut, dass sie ihm nichts antun können. Der Paulus und die anderen Leute sind gleich, sie haben sich wieder getraut, zurückzugehen in die Stadt in Lystra, sind dort eingegangen. Paulus ist noch ein bisschen dort geblieben mit dem Barnabas zusammen und sie haben einander so auch wieder gestärkt. Wahrscheinlich haben sie auch wieder gebetet zusammen, über Jesus geredet gehabt. Aber am nächsten Tag ist er dann weitergezogen und sie sind in andere Städte gegangen. Und weißt du, was sie dort gemacht haben? Genau. Sie haben wieder von Jesus erzählt. Sie haben wieder die gute Botschaft, das Evangelium erzählt. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum haben sie das können? Der ist es so dran gekommen und hat schon 2-3 Mal müssen flüchten. Warum haben sie das können? Woher hat er Kraft genommen? Und ich denke auch wieder da aus der Bibel. Ich habe einen Satz gefunden, was heisst, der in euch ist grösser als der in der Welt ist. Das heisst eigentlich, Gott ist grösser, Jesus ist grösser und stärker als alles. Und er kann helfen, er kann Kraft geben. Und der Paulus und der Barnabas, sie haben so einfach nur auf ihn vertraut und in der Kraft von Gott haben sie den Auftrag so können ausführen. Daraufhin sind sie dann, haben sie ihre Reise beendet, sind zurückgegangen wieder auf Antiochia und haben diesen Christen dort alles erzählt. Das Grosse, das Wunderbare, was Gott gemacht hat. Wie viele Leute auf diesen Reisen eben trotz allem angefangen haben, an ihn zu glauben. Und komm, machen wir das auch noch, beten wir oder redet mit Jesus, mit dem grossen Gott. Ja, wir danken dir, Herr, für deine Kraft und alles, was du einfach machen kannst. Danke, dass du lebst, dass du die Wahrheit bist und hilf uns auch, dass wir an dich glauben können, an die Wahrheit. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Der Paulus hat erleben, dass sein Gott, dass unser Gott stark ist und groß und gut und er ist auch treu. Komm, sing mit uns. Los,
Ja, im Lied haben wir singen, stark, stark ist unser Gott. Und wie schön ist es zu wissen, dass er nicht nur stark ist, sondern dass Jesus lebt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und nächsten Sonntag dürfen wir dann weiterhören in der Geschichte von Paulus und seinen Erlebnissen mit Gott. Hey, und nicht nur die Geschichte von Paulus geht wieder, sondern auch die Geschichte von Knüsli. Letztes Mal sind wir ja dort stecken geblieben, wo er einfach abgehauen ist und keiner weiß wohin. Und am Anfang von dieser Sendung haben wir ja ganz verschiedene kleine Ausschnitte gesehen. Viele sind ja nicht ganz draus gekommen. Aber wir werden jetzt mal schauen, was denn dort genau passiert ist. 10 Kilometer Sprint, he? Einmal ums Haus herum. Aber jetzt bin ich da. Wisst ihr noch? Letztes Mal bin ich abgehauen, he? Runtergeseilt. Das war für mich natürlich kein Problem. Ich als ausgebildeter Kletterer. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Geschwind, he? Er hat ja versprochen, er kommt noch. Eigentlich, ja. Vielleicht hätte er sich noch selber abseilen und hat sich Weg gemacht. Er ist ja sonst eigentlich ein Geschwinder und ein Pünktlicher. Wie kommt der? Er hat gesagt, nein, besser gesagt, ich muss es so sagen, hey, ich habe ihm ein E-Mail geschrieben. Hey. Ich habe geschrieben, komm an unseren Ort, wo wir abgemacht haben, und dann tue ich dir meine Erfindung zeigen. Weil die ist warte kurz, unglaublich. Unglaublich, die Erfindung. Ich habe ihm ein E-Mail geschrieben. Der müsste da sein. Ich muss das kurz checken, was ich ihm für die Zeit geschrieben habe. So. Das ist mir gerade aufgefallen, ich habe ihm aus Versehen geschrieben, komm zu mir. In die Werkstatt wollte ich schreiben. Aber ich habe geschrieben, komm zu mir heim. Oh, der ist sicher bei mir heim. Ich muss schnell dort hin. Schnell dort hin und ihn holen. Nicht bevor er noch verwünscht wird von dem anderen. So. Hey, ich glaube jetzt nicht. Ich bin letztes Mal noch ganz knapp davor gekommen. Ich habe den Knüsli abgeseilt, dann bin ich mich verstecken und hey, sagt er, der, der hinter uns her ist, der ist gerade um die Ecke gekommen. Ich habe mich gerade noch hinten beim Fass verstecken und er ist dann wieder gegangen und hat mich gar nicht gesehen. Ich sage euch, das war knapp. Aber jetzt habe ich gerade vorhin ein Mail bekommen vom Knüsli, dass wir uns bis ihm die Hause treffen und dann besprechen, wie wir jetzt weitermachen. Weil der andere Typ, das ist der grosse 2 Meter Peter, der ist uns immer noch am Verfolgen. Aber ja, jetzt muss ich gerade zum Knüsli rein. Jetzt haben wir da noch seinen Ersatzschlüssel gegeben. Ja, das ist gerade der. He? Ich gehe jetzt gerade in die Stube und warte dort auf ihn. Jetzt hoffen wir, sind wir doch ein bisschen Sicherheit. He? Ja. Ich gehe doch gerade mal in die Stube rein. Jetzt mache ich es da doch gemütlich. Ja, schön. Hallo du! Setz dich, bitte! Wer bist du? Ich bin Rainer Zufall. Und ich bin nicht zufällig hier. Geplant. Ja, aber was willst denn du? Was machst du da? Ich hab dich erwartet. Du weißt, Wieso? wer du bist. Wie heißt du? Ich bin Heilig Geschwind. Sag mir Gott, ich hoffe, der Geschwind ist noch nicht da. Oder wenn er da ist, dass der andere nicht da ist. Oder dass nichts passiert ist. Du lügst. Nein. Lügen kann mich sollst du vermeiden. Das kennen mich alle als Heilig Geschwind. Du Ich bin im bist Fernsehen, Lügen. überall. Ich weiß es. Hier, der Beweis, das Foto. Dann zeig mal an. Du bist da drauf. Ja, da bin ich. Aha. Aber da steht ja mein Name drauf. Du kommst mit. Aufstehen. Aber wieso? Kann ich ich es machen? dir sagen. Wir werden sehen. Mitkommen. Was ist jetzt los? Im Namen der PFA, ich verhafte Sie. Ja, was ist denn das für eine Heugümper-Organisation? Patent für alle. Mitkommen. Ja, was Los. Halt! Ja, Sofort. Wir waren nicht der Knüsli. Ui, nein. Jetzt ist der von der BFA da. Der heisst Patent für alle. Der klaut dauernd Erfindungen von allen möglichen Erfindern.
Gerade letzte hat der Polenta hat der Erfindung geklaut. Die macht aber so viel Polizei, so Erfindungen. Hat der Tanschal eine Idee geklaut. Was mache ich jetzt? Ich muss den Geschwind irgendwie befreien. Ich lasse mir noch etwas einfallen und dann rette ich den Geschwind. Aber ich hole noch ein paar Sachen aus meiner Werkstatt. Ja, jetzt ist der Geschwind noch verwechselt worden für den Knüsli und muss ins Gefängnis. Hoffen wir, dass nächste Woche das klargestellt werden kann, dass der Geschwind ja gar nicht der Knüsli ist. Genau. Ja, für uns ist der Schluss aus der Baustelle. Wir müssen jetzt mal unsere Sachen einpacken, damit wir nächstes Mal zügeln können. Das tun wir alles in die Kiste. Oh, Nati, die M&M's haben wir noch gefunden. Oh, hey Kinder, die sind eben gedacht für die Person, die alle Fragen richtig beantworten. Wir haben euch ja am Anfang von der Geschichte erzählt, um was es bei den Fragen geht. Und ihr habt nachher einen Link eingeblendet, dort könnt ihr draufklicken oder das eingeben im Internet, dann seht ihr die Fragen. Und der Gewinner kommt die feinen M&M-Biskuits über. Und denkt daran, Jesus lebt auch heute noch. Bis nächstes Mal im neuen Studio. Ciao zusammen. Tschüss. Okay. Ja, und so sind sie dann gemeinsam von Tarsus weg, wahrscheinlich mit dem Schiff, weggegangen. Und von dort aus hat dann eine Reise angefangen für den Paulus, eben der Auftrag, dass er von dort aus weitergeht in andere Städte und den Menschen von Jesus, eben von dieser Wahrheit, kann erzählen, dass Jesus lebt. Und der Mann hat aber ganz gut zugehört, was der Paulus erzählt hat. Und der Paulus hat es irgendwie gemerkt, ja, dass der so zuhört und er hat irgendwie gemerkt, der Mann, der glaubt an die Kraft von Jesus, der glaubt daran, was der Paulus erzählt. Der hat plötzlich einfach laufen, obwohl er seit Geburt krank war. Und die Leute, die das gesehen haben, die sind ganz durcheinander gewesen. Die haben plötzlich zueinander gesagt, Götter sind zu uns gekommen. Sie wollen von Jesus erzählen und jetzt haben die Leute das Gefühl, sie sind selber Gott. Der Paulus und der Barnabas ist doch nicht selber Gott. Die Leute haben da etwas komplett verwechselt. Paulus, sie haben es nur mit Gottes Kraft und Hilfe machen. Anders wäre es überhaupt nicht gegangen. Und Jesus selber sagt für sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das steht so in der Bibel. Und vielleicht merkst du auch, das Hin und Her, wer sagt die Wahrheit, wem kann ich glauben? Und ich möchte dir Mut machen, glaub das, was in der Bibel steht. Das, was Jesus selber über sich sagt, dass er die Wahrheit ist. Und folge ihm nach. Und dann diesen Christen dort alles erzählt. Das Grosse, das Wunderbare, was Gott gemacht hat. Wie viele Leute auf diesen Reisen eben trotz allem angefangen haben, an ihn zu glauben.